alles ganz schön gruselig und Halloweenig. Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi und das an Halloween. Ich muss da zuerst mal meiner Gruselhand helfen, mein Journal auspacken und alle die Krabbelfiecher ein bisschen wegzutun. So, und dann sind wir endlich schon bereit für ein Flip-Through. Sind ihr dabei? Möchtet ihr gerne mein fertiges Halloween-Journal sehen? Dann könnt ihr jetzt dranbleiben. So sieht das Journal aus. Es hat 5 Signaturen, die so hinten mit einer 3-Loch-Bindung, oder wie das heisst, eingebunden sind. Es hat ein kleines Gürtel rundherum gegeben und es hat immer noch Spinnenweben dran. So, genau. Und ich finde, es ist von der Dicke her wirklich gerade perfekt rausgekommen. Dann machen wir doch hier mal auf und werfen da mal einen Blick rein. Als erstes habe ich hier in so einem Fensterli-Täschchen ein kleines Büchlein mit so einem kleinen Verschluss. Einfach ein kleines Notizbüchlein. Wir haben ein paar hübsche Bilder drin, die ich hinten ein bisschen mit Schablonen verziert habe. Hier sehen wir ein Bellyband mit einem Fensterli. Und da steckt eine schöne Journal-Karte drin. Und die Dame oder der Schmetterling, wenn man sie so rein tut oder dann so, kann gerade schön durch das Fenster durchschauen. Oder beide natürlich. So, das ist Papier, das ich mit Eco-Dyeing ein bisschen Blätter mit Rost und Kaffee eingefärbt habe. Da hat man einen selber geschnitzten Linolstempel. Und das ist eine dekorierte Büroklammer, die hier drin ist. Und ein blutiges Sommervögel-Kärtchen. Ich habe hier noch Tabs rein. Und hier haben wir ein Täschchen aus Scrapbook-Papier. Da hinten hat es ein kleines Kärtchen mit Kürbis. Und da ist auch gerade noch ein blutiger Sommervogel. Das wäre wieder ein Linolstempel. Ein Tag, das wir hinten gestempelt haben. Und vorne ein Bildchen drauf. Das ist so ein Kärtchen, wo wir hier 2-mal freien Schreibplatz hätten. Und das ist einfach ein Täschchen mit einer kleinen Collage. Das ist wieder ein Linolstempel. Da habe ich wieder mit
Schablonen gearbeitet. Das hier ist rostgefärbtes Papier. Und wieder ein Godin Stempel. Das ist auch gestempelt. Zuerst mit Rostwasser, mit Kaffee, darum ist es so dunkel, und ein bisschen Schablone. Da sieht man es ein bisschen besser. Und auf dieser Seite habe ich einfach ganz viel gestempelt. Da dann ein gruseliges Bellyband. Und wieder so ein Kärtchen mit Spinnen. Und Schreibplatz. So, da innen ist ein Kärtchen mit dem Gedicht Wetterleuchten fern im Dunkeln. Ein Journal-Kärtchen. Hier innen. Das ist auch ein Täschchen aus dem Briefumschlag. Mit einem Tag. Ja, der kommt dann nachher wieder rein. Journalkarte. Und das ist eine Buchseite mit ganz viel Schreibplatz. Ein Buchzeichen mit einem Kleberli und ein bisschen schwarzer Spitze in einem Bellyband. Und das wäre wieder eine Büroklammer und eine Journalkarte. Wieder ein Linolstempel. Godin. Das hier ist so ein Notizzettelblock, den ich hier reingeklebt habe, einfach zu oberst oben. Und hinten ein bisschen geinkt, dass man die ganzen Postage da hinten ein bisschen durchdrücken. Das finde ich noch recht genial. Und das Tag mit Stempel. Das Kärtchen. Und das sind unsere schönen Paper Dolls, die wir aus Heftchen ausgeschnitten haben und ein bisschen angemalt. Von fast allen Sachen, die hier drin sind, gibt es auf meinem Channel ein Tutorial. Also, wenn ihr schauen wollt, wenn ihr irgendetwas seht, das euch hier ganz besonders gefällt, dann könnt ihr schauen. Die meisten Sachen findet ihr irgendwo. So, das da findet ihr zum Beispiel gerade nicht.
Das ist etwas, was ich noch gemacht habe, weil ich gerade noch so feurige Servietten hatte von dem Projekt da vorne. Da, ja, genau. Die habe ich dann auch laminiert und eigentlich hätte ich Tags daraus machen, aber ich hatte dann gerade noch so ein Kuvert plötzlich in den Finger gehabt. Und dann habe ich das hier drauf genäht. Dann hat es hier ein Täschchen gegeben und gerade noch ein zweites Täschchen, wo da drin so ein kleines Kärtchen steckt. Das hat mich doch noch recht herzig und speziell gedacht. So ein halbes Kuvert. Das ist eine Karte mit Washi-Tape. Und wieder eine Büroklammer. So, genau. Und das hier ist auch noch gerade so eben Führung von dem Heftli-Projekt, von dem Notizbüchli-Projekt. Und das hat dann gerade so einen Wasserfall-Notizzettel gegeben. Also so ein Notizblöckchen. So, da hinter der Tür steckt nur etwas ganz Kleines. Ein bisschen gestempeltes Ephemera. Und da wäre wieder ein Täschchen mit einem Kärtchen. Wieder mit Schablonen. Und das ist auch wieder rostgefärbt. Mit ganz viel Kaffee. Darum hat es so richtig schwarze Flecken bekommen. Und das ist rostgefärbt ohne Kaffee. Das ist einfach schön rostig geblieben. Ecodyne. Und da hinten versteckt sich auch noch einmal so ein Zettelblöckchen. Das mal nicht reingelimt, sondern einfach nur reingesteckt. Ein Buchzeichen mit diesen Alu-Elementen. Gibt es auch ein Tutorial, wie wir die ausgestanzt haben und dann verschönert. Ganz einfach zu machen, super geniale Effekt. Wieder einfach eine gestempelte Seite und ein bisschen schablonierte Seite. Und wieder ganz viel Platz zum Schreiben. Immer schauen, wie man es rein tut, dass es am schönsten aussieht. Das ist wieder eine Büroklammer. Und so ein Kuvert mit dem Kärtchen. Und auf dieser Seite ist noch einmal so ein laminiertes Kuverttäschchen
Was haben wir da drin? Ein Kärtchen mit Kürbis. Noch eine Käferbriefmarke. Und genau, das ist noch so ein kleines herziges Kärtchen. Einfach nur ganz einfach und schlicht. So. Wo hatten wir das gehabt? Da hinten. Da hinten war das. Genau, so. Und in diesem genialen Tag innen steckt auch noch eine Kürbiskarte mit Notenpapier und ein bisschen so beschriftetem Papier. Finde ich noch ganz herzig. Da, wo geht es auf? Wieder ein Tag mit dem Rad und gestempelt. Wieder mit Schablonen, ziemlich wild. Könnte man natürlich auch schon vorher machen, bevor man es rein tut. Dann gibt das da nicht so einen weißen Rand. Aber ich finde das jetzt gar nicht allzu schlimm. Wieder aufgestempelt. Und wieder ein Linolstempel. Da haben wir noch so einen gruseligen Käfer. Und noch einmal ein Tellywand mit Guckloch. Da guckt der gruselige Kerl da. Und in der letzten Signatur haben wir auch so ein Doppeltäschchen mit 2 Karten drin. Ein Kuverttäschchen. Upsi, da innen steckt einmal eine Washi-Tape-Karte. Noch Schablone. Und ein Bellyband mit einer Gedichtekarte. Morgendämmerung heisst das Gedicht. Wie sieht es schöner aus so? Ich weiß es nicht. Da ist auch noch ein ganz kleines Kärtchen. Das ist die Seite, die wir hier vergrößert haben, aber nur mit ein bisschen Gasen. Und da haben wir noch ein Täschchen, ein Kuverttäschchen. Mit dem Notizblock.
Blöckchen. Das ist nochmal eine grosse Journal-Karte mit Spinnen. Und eine kleine Journal-Karte. Das ist wieder eine Büroklammer. Und ein Buchzeichen mit einem Alus-Sommervogel. Der passt doch wunderbar zu diesen Blumen. So, und das wäre unser Abschluss. Das wäre es gewesen. Das Einzige, was ich nicht habe, ist da hinten. Da könnte man auch noch etwas reinstecken. Aber irgendwie ist mir da einfach gerade noch nichts Passendes eingefallen. Vielleicht kommt ja dann noch irgendetwas rein. Oder die Person, die das überkommt, könnte ja da vielleicht das Briefchen dazu drinnen bekommen. So. Das müssen wir dann alles wieder richtig befüllen. Jetzt machen wir es wieder zu. So. Voilà. Ich bin mega zufrieden. Ich habe auch Freude. Es ist das erste Mal, als ich ein Halloween-Journal mache. Ich habe jetzt auch, ausser viel von diesem Papier, auch sonst nicht so wahnsinnig viel Halloween-Sachen, Stempel, irgendwas. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ist es extrem abwechslungsreich geworden. Und ja, überhaupt nicht langweilig, für das es 5 Signaturen sind und extrem viel Papier, habe ich so das Gefühl, ist es jetzt auch nicht übermäßig fett geworden. Wie findet ihr es? Gefällt es euch oder findet ihr Halloween sowieso ein bisschen doof? Schreibt mir es gerne in die Kommentare, es würde mich mega interessieren. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen. Happy Halloween! Tschüss!